Hallo zusammen, schön, dass Sie mir wieder folgen. Ich begrüße Sie zu einer Folge, die da heißt, wie die Bewerbung nach Köln kam. Hier am Kölner Dom. Das ist eigentlich der Ort, wo im ganzen Jahr Remi Demi ist. Ne? Also, die kommen da alle aus dem Milieu, machen irgendein Fiasko und sind im Endeffekt nichts weiter als Klüngelköpfe. Ja. Oder andererseits gesagt, alle, die hier demonstrieren wollen, die demonstrieren hier. Auch hier, können Sie mal gucken, da hinter mir. Die demonstrieren da auch wieder für irgendwas. Keine Ahnung, interessiert mich nicht, weil ich habe mit Demonstrationen nichts am Hut. Ich kann nämlich nicht gut laufen. Also, ich habe doppelte Bandscheibe, das geht nicht. Ne? Ja, was wollte ich sagen? Ja, die Bewerbung. Ne? Also das ist sozusagen dieser Film. Ne? Also sie sind praktisch live dabei, das ob Sie mir da glauben oder nicht. Ja, also wie gesagt, bei Demonstrationen bin ich nicht dabei. Also demonstrieren mal die Linken, mal die Rechten, mal die oben ohne, mal die... Ja, da mache ich nicht mit. Aber es gibt eine Demonstration hier in Köln, einmal im Jahr. Da könnte ich mir glatt vorstellen, mit dabei zu sein. Das Dumme ist nur, das kostet verdammt viel Geld, wenn du da mitmachen willst. So einfach kommst du da nicht rein. Aber in der Demonstration haben weder Klüngelköpf noch Milieu oder Fiasko einen schlechten Namen. Und da zeige ich Ihnen mal jetzt, wo ich mit Ihnen hin will, was man da alles wissen muss und wen man da alles kennen sollte oder was man kennen sollte und ja, wo man sich dann einfach mal mit gut stellen kann, dass man vielleicht dann doch mal bei dieser Demo dabei ist. Die Demo, von der ich spreche, das ist der Kölsche Rosenmontagszug, also am Karneval. Die Einleitung muss ich ja jetzt nicht sagen, wo ich mich jetzt befinde. Ich befinde mich da, ja, also beim Festkomitee Kölner Karneval, da wo die schönsten Waren für den Rosenmontagszug gebaut werden und wo natürlich neben dem Museum, Karnevalsmuseum, auch das ganze Organisatorische stattfindet. Ne? Es ist mal gut, dass ich das mit dem Klüngeln jetzt gestrichen habe. Weil so eine große Demonstration, und der Rosenmontagszug ist nun mal die größte Demo, die in Köln einmal im Jahr stattfindet, will natürlich gut organisiert sein. Ja, und das machen die hier und ja, ich könnte mir das vorstellen. Also die haben natürlich auch Stellen, die hier diese Zugordner, ne, das sind die mit diesem roten etwas und einem schwarzen Hütchen, glaube ich. Und also ich kenne mich aus, Sie merken das. Ne? Also ich weiß, die sammeln sich hier morgens immer um, was ist das, 4:30 oder was, am Rosenmontag. Und da teilen die sich auf. Ne? Wer geht mit welcher Gruppe und hast du nicht gesehen. Ne? Also das sind Sachen, die muss man erstmal organisieren. Ne? Bin ich also echt, ne? Hut ab, ne? Aber die hier beim Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V., die können natürlich auch noch Sachen anderweitig organisieren. Ne? Also die verwalten ja sozusagen die ganzen Karnevalsvereine, wo die mitgehen im Zug. Ne? Also ne, man kennt sich halt. Ne? Und demzufolge... Schade, dass der Kollege Ritterbach jetzt weg ist. Schönen Gruß an seine Nachfolger. Ich glaube, Herr Kuckelkorn, ne? Vom Friedhofswaren auf den anderen großen Waren. Das ist ein Riesensprung, denke ich mir. Und wenn Sie sowas nicht alleine machen wollen, wenn Sie da einfach ein bisschen, ja, das heißt, bei einer fettleibigen Unterstützung brauchen, gesagt, also so ein richtig starken Kerl, ne, dann, also, ich wäre dazu bereit. Natürlich auch noch Geheimnis im Kölner Karneval. Ne? Also wenn man so protegiert mitgenommen wird, ne?
so in Uniform gepresst oder ja, ne, als Star mitfahren darf, dann hoffe ich mal, dass man seine Kamelle dann nicht bezahlen muss, weil daran würde dann bei mir scheitern. Aber es gibt Mittel und Wege, ich denke mal, ne, also so eine Sicht wie meins bekommen sie eigentlich nicht immer zu sehen. Schon ja nicht im Rosenmontagszug. Grundsätzlich weiß ich natürlich auch zu achten, wer sonst noch alles im Zug mit dabei ist, ne? Und natürlich unentbehrlich ist. Ne? Also das sind die lieben Kollegen von der AWB, aber die sind im Zug dabei. Ne? Wer ich jetzt also sozusagen mit, ne? Also ne? Muss ich auch gut auskennen in der kölschen Karnevalskultur. Also muss natürlich Dinge aus der Vergangenheit wissen. Also ich kenne hier der Jupp Schmidt, der Karl Babür, der Willi Ostermann, ja, und ich han der Milovic-Sinn. Ja, also ich habe den noch mitbekommen in dem letzten Karnevalszug, wo er mitgefahren ist. War ich live an der Straße. Und auch ich war einer der 1 Million Stimmen, die da gerufen haben. Willi, Willi, Willi. Also, ich war dabei. Ich kenne mich auch. So politische Bilder sind, auch sprachliche Bilder sind. Also das, was ihr da hinge noch standen sind, die zwei, ne? Das sind zwei Franzosen. Ne? Dann habe ich gerade verdeutet, dass der Charles de Gaulle und der Kennedy für den kölschen Volk geteilt haben. So, jetzt komme ich aber mal zurück, was ich überhaupt hier will. Ne? Also, weil ihr seht, ich befinde mich am historischen Rathaus der Stadt Köln. Ja, also ich kann auch politisch. Ne? Also, wenn es nach mir ging und ich wäre Oberbürgermeister oder ne, noch mehr, also ich würde dafür sorgen, dass das kölsche Gefühl Weltgefühl würde. Köln, Hauptstadt der Welt, und dass unsere 11 Gebote überall im Grundgesetz unter Paragraph 11 einzeln aufgeführt würden. Ne? Also das prädestiniert mich eigentlich auch schon für mehr, also dieses Ansinnen, weil wir können ja nur alle miteinander. Ne? Und das müsste die Welt kapieren. Und wenn schon miteinander, dann auch mit mir im Rosenmontagszug. Oder wie denkst du sie? Wie denken sie? Sehe ich so. Die hier dürfen, das weiß ich, weil ja, zum einen sind sie ja jetzt inzwischen ein Karnevalsverein offiziell, ne? Und zum anderen machen die sich ja auch ganz gut auf den Waren. Ne? Also nicht nur auf ihrem eigenen. Ich meine, ich fahre ich auch gern mit, ne? Kein Thema, ne? Aber sieht man mal eine Timo Horner und einen Schuhmacher in eine Uniform reingepresst, ne? Das könnte ich mir für mich auch vorstellen. Ne? Also also in einem Tor würde ich auch ganz gut aussehen, wenn ich denn in ein Trikot reinpassen würde. Also Luftlöcher fangen kann ich ganz gut. Und ich weiß, der Ball ist rund und ja, das Runde gehört in die Ecke. Ne? Also da könnte ich mir vorstellen. Auch gerne mitgenommen werden natürlich die Stars aus Funk und Fernsehen. Ne? Also ich war hier auch schon drin, also ich befinde mich hier vor den WDR-Studios. Ne? Ich habe mal beim Tatort mitgemacht, ja, da hatte ich einen Satz, ne? Also das kann ich. Und allerspätestens, wenn Sie meine Videos gesehen haben, wissen Sie natürlich auch, ich gehöre dazu. Ne? Also, wenn Sie nach solch einem Star suchen für Ihren Karnevalswaren, ne? Ja, ich wäre dazu bereit. Komplett nachvollziehen kann, Sie suchen Leute mit Erfahrung, ne? Also Zugfahren. Ne? Also ich wäre dafür prädestiniert. Ne? Ich habe eine schöne Frisur, ich kann gut am Zug und im Zug. Also, dem spricht nichts entgegen. Ich gebe ja noch ein paar Vorzüge, die sollte man ja, zur Sprache bringen. Zum einen, sehen Sie mal, ich trinke von Anfang bis Ende nur Wasser. Ne? Also heute und ja, würde ich natürlich auch also wenn Sie so einen Waren hätten, wo ich drauf passe, ne, würde ich das wahrscheinlich in ähnlicher Form, also offiziell, natürlich auch gerne tun. Ne? Ich halte extra die Hand davor, Sie sehen, ich trinke. Ne? Wasser ist ja nicht immer meins, aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Wasser. Ne? Aber
Es macht sich natürlich gut, wenn man einen hat, ne, der auch dazu steht. Ne? Also sag ich mir ja immer. Ne? Und ja, es gibt ja auch noch andere Sachen, Dinge, die man in der einen oder anderen Form noch zu beachten hätte. Ne? Also ich sag jetzt mal einfach, es gibt Regeln und Gesetze, da kenne ich mich sozusagen mit aus. Wenn jetzt, hören wir mal einfach rein. Rheinischen Wesen soll die Welt genesen. So sieht es aus. Hat der liebe Gott am 11. Schöpfungstag gesagt, die bisherigen Wesen war's noch nicht so recht gewesen. Dafür bin ja ich jetzt da, ne? Drum hätte he am Lehen sie Meisterstück gemacht. So sehe ich das auch, ne? Und wenn man das mal so sieht, ne, machen Sie eigentlich ja keinen Fehler, ne? Überlegen Sie gut, so was wie mich gibt ehrlich nur einmal. Also letztens hat noch ein Arbeitskollege zu mir gesagt, weißt du was, Guido, du bist ein Unikum. So, jetzt kennen Sie auch meinen Namen. Ich bin der Guido, ne? Also nach althergebrachter Tradition aus den 67ern, da wurden viele Leute einfach Guido getauft. Und meine Mama, die noch lebt, freue ich mich auch drüber, die hat dann irgendwann gesagt, der da, der hat mir so eine Freude gemacht, den nenne ich einfach Guido. Weil Guido ist ein Name mit, man stellt sich mal vor, Prinz Guido, ne? Also, das wäre doch mal Guido der Erste, wäre dann, ne? Oder so. Also, wie gesagt, ich bin zu jeder Schandtat bereit, ne? Und frei nach dem Grundgesetz, es ist wie es ist, ne? Es kütt wie es kütt, und glauben Sie mir, am Ende werden Sie sagen, mit dem, es hätt noch immer gut gegangen. Ja, an der Stelle sage ich dann jetzt erst einmal danke. Schön, dass Sie mir heute wieder gefolgt sind. Ja, ich hoffe, Sie haben oder Sie werden mir dafür, was der Film hierher bringt, Daumen drücken. Denn, wer weiß, ne, vielleicht sieht man sich im nächsten Rosenmontag so wieder. Nur, dass ich dann vielleicht auf dem Waren stehe und genau dir die Kamera zuschmeiße. In diesem Sinne, ich euch wieder schlafen.